Willkommen zurück, Freunde, zur nächsten Ausgabe von Super Mario Sunshine. Ihr seht, ich habe mit Yoshi Position gewechselt. Als bereits 2-3 Mal versucht habe. Jedes Mal ist Yoshi irgendwie abgekackt. Ich weiß auch nicht, was mit dem Dino los ist. Dann habe ich heute einfach keinen Bock auf Schiffe. Frag mich nicht warum. Aber es ist einfach so. Ich gucke mal, was passiert, wenn jetzt 1 hier reingeht. Weil es bis jetzt habe ich eigentlich immer so gemacht, dass wenn 1 rausgefahren ist, es dann rauf wollte. Wir glaubten, die sind irgendwie, ja, mit der Zugkraft und so. Und jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. So. So ist eigentlich nicht allzu schlecht. Hier kann man eine kleine Bootsfahrt genießen. Sehr schön. Ja, weil eben, auch wenn ich auf dem Dach bin und so, das Boot selbst bewegt sich ja auch und wir bewegen uns dann irgendwie mit und so. Genau, man sieht es auch hier wieder und rutscht zurück. Wenn ich hier vorne bin, sollte eigentlich nichts passieren. Wir können uns noch ein bisschen die ganze Gegend angucken. Natürlich auch in der Hinsicht, weil wir noch nicht genau wissen, ob es vielleicht noch irgendwo ein paar Geheimnisse gibt, die wir noch nicht entdeckt haben. Also ganz sicher wird es noch Geheimnisse geben, so ist nicht, aber auf generell noch so ein paar, wo man denkt, warte mal, da ist noch etwas, wo man noch hin kann. Vor allem jetzt hin kann. Zum einen, weil ich Yoshi habe, zum anderen auch, weil ich sonst noch ein paar Dinge habe. Neue Düse aufsetzen und so. Jetzt haben wir eine Ehrenrunde um die Insel, ist aber auch nicht so weiter wild. Mal eine etwas entspanntere Folge. Da nicht ganz so um die Insel. Wurde ein verwaister Yoshi-Ei gefunden. Nee, das Yoshi-Ei ist erst nicht mehr verwaist und zweitens ist noch nicht mehr auf dem Dach. Jetzt geht das Teil schon in eine extra Runde. Aber das Falsche ist, dass immer die Route fährt. Das wäre ja doof. Und warum? Ich dachte, das wäre anders. Und der Typi da danst. Denn er freut sich über die Sonne, die zurückkehrt. Ja, ich meine, von 120 haben wir bereits 37 Insignien, also schlecht ist es nicht. Wenn man ganz kurz gucken kann, ups, falsche Taste. Wäre die Statistik... Jo, wir haben bereits alle Welten gefunden, Freunde. Man sieht doch schön, Monte Bianco und Playa del Sol bereits komplett, also... Nee, die Münzen noch nicht, wa? Genau. Muss ich auch noch für 100 Münzen, weil es noch eine Insignie, okay, aber dann soll es eigentlich funktionieren. Pista Delfino, Piazza Delfino, ja, Pista, das ist was anderes. Ich glaube, die bleibt immer auf 1, weil es das Anfangsgebiet quasi der Flughafen ist. Ansonsten 3, 4, 5, 6, 7. Ja, gut, 7 mal 8 sind 56. Der war jetzt 68. Piazza Delfino, ne, da müssen noch ein paar mehr kommen. Entschuldigung, 100. Ja, natürlich die 100 Dinger sind, also 100 Münzen pro Welt. Moment, wie viele sind es? 3, 4, 5, 6, 7. Das sind echt nur 7. Okay. 7 mal 9, 63. Und dann 84 mit Piazza Delfino, 85, 86. Da müssen noch ein paar mehr kommen. Da müssen noch ein paar kommen. Oh ne, sagen bitte nicht, dass ich auf die Insel umsteigen muss. Ne, wir sehen sie gleich. Was stimmt eigentlich, war wenn's... Yoshi? Warum ist Yoshi so verschwunden? Bleibt er gar nicht ewig da, oder was ist los? Hä? Da ist er jetzt aber neu. Ja, ich meine, klar, es gibt noch viele blaue Münzen, aber so viel waren es, glaube ich, doch nicht, dass er irgendwie... 30 Insignien so durch blaue Münzen? Nee, glaub nicht. So. Dann ist das noch geschafft. Sehr schön, wir sind produktiv gewesen. Also, Yoshi. Ist er überhaupt? So ist aus der Banane. Ja, Mann, für Yoshi ist doch alles Banane, ganz ehrlich. Ist hier oben eine?
Nein, tatsächlich nicht. Ach Yoshi, ey, du mit deinen extra Wünschen. Ich hätte gerne eine Banane. Ja, natürlich, wenn Yoshi was will, dann kriegt er es auch. Er ist ja unser Hausdino und Lieblingsdino und whatever. So. Mein Kumpel, vielen Dank für die Sonnenbrille, aber jetzt kannst du auch wieder mal ab für einen Moment. Oh, jetzt noch eine Banane. Warte mal, ist deswegen das Teil auch da, weil es sowieso mit Yoshi da hoch muss zum Futtern? Ich glaube, ich erinnere mich, dass ja mit Yoshi sowas einfach nicht ewig blieb, dass man ihm immer wieder was zu futtern geben musste. Ich bin nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war so ungefähr. Okay, gut. Also eigentlich soweit auch klar, was die Boote betrifft. Ein Boot cruist immer darum. Sondern kommt dort entlang. Ist ja bloß die Frage. Ich glaube sogar, ich muss auf der kleinen Insel da umsteigen. Das geht gar nicht anders. Ja, aber nicht so. Mann, das nehmen die... Das immer so falsch einschätze. So eins, okay. Da ist einfach, die ist direkt hier drüben. Warum gewisse Früchte auf Dächern sind, andere nicht, verstehe ich auch nicht. So. Ja, da geht schon hier rein. So. Ah, wunderbar. Drehen wir also einmal kurz eine Runde, das heißt hin und zurück mit Yoshi. Jetzt auf der Insel, wir können dort sogar theoretisch noch eine Melone uns snacken. Ja, man sieht es, ja, jetzt sieht man es rechts unten ganz deutlich. Es ist halt sprunghaft, dass er runtergeht, deswegen habe ich es vorher nicht so richtig geschnallt. Achtung, Kollision! So, bleiben wir ganz kurz hier. Die Frage, reicht es oder reicht es nicht mit Yoshi bis darüber? Nein, aber es könnte reichen. Bis zum Steg und dann mit dem nächsten Schiffchen, ja. Das können wir sogar ein paar Versuche in Anspruch nehmen. Ja, ich glaube, ich bin zu früh aufs Schiff gestiegen aufs erste. Ich hätte ein bisschen später oder eben auf die Insel schnell Halt machen sollen. Wobei es könnte noch reichen. Gucken wir mit Y.
So. Und der dreht sowieso um, das heißt, ich muss so oder so auf das nächste Schiff kommen. So. Und das alles nur für die eine Röhre da. Jetzt muss ich darauf aufpassen, dass ich nicht irgendwie auf dem letzten Zentimeter noch irgendwie ausrutsche. Also nicht, dass ich noch irgendwie einen typischen Michael präsentiere. Weil das wäre jetzt ziemlich fatal fail. So ein typischer Michael. Oh, das Saft hält jetzt aber ziemlich lange. Kann ich die bei Yoshi sogar stacken? Also quasi, wenn ich irgendwie 10 Früchte gegessen hätte, würde jetzt 10 mal länger durchhalten, bevor sein Bäuchlein leer wäre. Ich glaube, es wäre weniger. So. Das bisschen ist schon ausgereicht. Okay, aber es ist eine Welt ohne Yoshi. Warte mal, ich habe eine ganz... Ne, stimmt, ich kenne die Welt gar nicht. Keine ähnliche. Ja, Freunde, tödliches Wasser. Sowieso gleich Game Over. Oh ne, darf ich einen ganz scheiß normal machen oder was? Na gut, jetzt habe ich es eigentlich mit Yoshi frei. Super. Aber schon mal erwähnt, dass es nicht einfach ist. Dass ich direkt sterben, weil ich da reingehe. Ist auch krass. Ich meine, hier kommen wir wieder zurück, oder? Was, wieder hier? Aber der Eingang ist offen, oder? Doof, ich sehe das von hier aus nicht. Aber dann hole ich doch mal... Warte mal. Natürlich ein bisschen schneller da bin. Ja, Mann, ich wollte ganz kurz testen, ob ich da... Ich glaube, dass ich reinkomme, sie nicht nach Hause, aber nur ganz kurz testen. So, okay. Gut. Das ist nicht ein fucking Ernst, das Ding ist doch da. Oh, liebe Entwickler, das kann doch nicht euer fucking Ernst sein. Ich muss genug Leben haben, damit Yoshi hier hin, was eh schon nicht gerade ganz einfach ist, wegen dem ganzen Handling und so und ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt und hast nicht gesehen. Und dann da auch noch irgendwie durchmarschieren. Alter, okay. Nö, sorry, kein Bock. Da müssen wir echt erstmal viele Leben angehäuft haben. Das Problem beim Spiel ist auch, wenn ich jetzt irgendwie abkacke und so, du kriegst deswegen nicht direkt irgendwie wieder neue Leben. Beziehungsweise, sorry. Falsch formuliert. Nee, ich meine natürlich, wenn ich die jetzt irgendwie sammle und so und abspeichere und dann wieder irgendwie neu starten würde. Ich beginne nicht irgendwie wieder mit dem Stand, den ich dann hatte. So von wegen, ah ja gut, du hast so viel Leben gehabt, okay. Dann geht es direkt so weiter. Nee, dann wird es wieder auf 4 zurückgesetzt oder so. Das ist ja irgendwie auch... Ne, weiß auch nicht. Nicht so der Yellow from the Egg.
Kein gesperrte Insignie. Oh. Hoch hinaus mit uns, wa? Habe ich irgendwelche anderen... Okay, den Chat kriege ich mal für später. Nützt mir aber aktuell gar nicht so viel. Ja, Pfeil. Du musst da entlang, ja, ist gut. Ich hab's geschnallt. Du, du, du. Hey, Blubber. Das hat sich ausgeblubbert. So. Du, 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 du. Hey, Spinne. Hat sich ausgespinnt. Aha. Hab mich schon leicht gewundert. Mario, kannst bitte mal schneller... Wie mal arschig der sein kann. Ach, Mario, du. Du, 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 du. Bams. Guck mal. Ja, guck mal. Und nun? Man kann schon noch schief, wenn das irgendwie gemeint ist, aber... Ich glaube schon, wa? Das ist ein ganz seltsamer Weg, den ich hier nehme. Ach so! Ja, ganz geil. Habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, es reicht trotzdem, wa? Okay. Ich glaube, das Schiff haben sie dahin gepackt für diejenigen, die wie ich zu blind sind, das zu sehen. Warte mal, wieso ja? Wenn ich hier abspringen, dann gehe ich auf die andere Seite. Kannst du auch hier versuchen. Du, 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 du. So. Das haben wir auch schon mal gelöst. Die Frage direkt da hoch. Rückwärts-Ding und so wird es funktionieren. Aber ich kann ja auch so. Und mal schauen, was denn hier oben so abgeht, wa? Da sind ein paar Münzen. Da ist eine blaue Münze. Wie soll denn da? Ein Chat von unten nach oben oder was? Hm. Wäre eine Option. Grundsätzlich muss er einfach immer höher, oder? Wollte mich verarschen. Wieso hat das Mario? Wieso hast du nicht festgehalten? Ey.
Das ist früher echt auch schon so doof? Ein bisschen will ich mich daran erinnern. So, jetzt aber ganz schnell dann nochmal hoch, weil wir fast im gleichen Level wie zuvor. Wow, das ist ein Blooper. Alter. Die können einfach so einfach mal Ding wechseln. Okay, gut zu wissen. Sauserwind gibt's. Nein! Mario, da gibt's. Den Sauserwind gibt's ja auch noch. Oh, da kriegst du echt nicht so viel. Der Part ist vorbei. Ich weiß, aber ich würde gerne nach dieser Folge eine Aufnahmepause machen und deswegen wäre es mir eigentlich wichtig, das irgendwie noch zu schaffen. Und mit der Rakete wäre es ein bisschen einfacher. Sag mal. Mario, bitte mach jetzt das, was ich dir sage. Danke. Mhm. Noch ein paar blaue Münzen, ja, man muss irgendwie da ganz nach oben kommen. Ich sehe schon, wie es geplant ist. Nein, sowas doch nicht. Hass und Frust und alles Mögliche. Hä? Meine Spinnen sind die auch Schaden oder was? Was war es eine Art von Doppel-KO? Da käme ich so hoch und so und... Okay, das wäre theoretisch eine Option. Das hat jetzt sogar echt darüber. Ja, den Weg, den ich jetzt zuerst hatte. Ja, ich glaube, es ist so gedacht. Warum hast du dich nicht festgehalten, Mario? Ey, manchmal zweifle ich an Marios Intelligenz. Ohne Witz. Nein, jetzt schon. Er macht total die Moves nicht, die ich ihm sage. Ein typisches Super Mario 3D Problem war. Er macht nicht das, was ich ihm sage. Man hat echt Probleme mit dem Rücken. Man so geht der eigentlich Rückwärtssalto mit in die Hocke gehen und dann. Ja, da wäre es so viel einfacher. Okay, wieso er sich jetzt festgehalten hat, kein Plan. Hauptsache er hat es gemacht. Die Höhe stimmt schon mal so einigermaßen.
So. Jetzt aber mal hier hin. Dann lädt das Spiel mich eigentlich schon dazu ein, dass ich das machen soll. Nein! Nein! Ja. Oh. Alter. Wenn dieser scheiß Wind noch wäre. Gut. Bravissimo! Ja, du mich auch, Mario. Oh mein Gott. In einem Parkgewalt überzogen sind meine Nerven auch. Piazza Delfino mit 0 Leben. Mamma mia, wenn das Spiel noch startet, sowieso alles wieder vorbei. Okay. Ganz kurz nochmal ein paar Münzen eintauschen. Naja, Ziel für diese Folge war eigentlich 40 im Sinn, wenn ich ehrlich sein soll, aber das mit Yoshis Crazy Island konnte ich echt nicht ahnen, dass es so crazy ist. Crazy, crazy, lazy. Ich glaube echt, dass Mario Morgana nicht mehr auftauchen, Bowser Jr. sowieso auch nicht mehr. Ansonsten, wir sind ja wirklich gut dabei, also komplettieren. Wir haben schon mal Yoshi freigespielt, sehr gut. Wir haben alle 3 Düsen, perfekt. Wir kommen zwar noch nicht nach Mario sage ich schon, Mario Morgana. Ne, wir kommen zwar noch nicht nach Corona Mountain. Da ist immer noch geschlossen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn der Eingang plötzlich aufgeht, wird uns das auch angezeigt und so. Und ich glaube, es war tatsächlich... Ding ist echt dazu, ey, scheiße. Ja, schon die wegsnackt. Ding ist, glaube ich, echt irgendwie bei 60 Sternen, glaube ich, Insignien. Ich glaube, so um die Hälfte war es. Mein Ziel sind so die 120, gebe ich gerne zu, aber es gibt da so ein paar, das sehen wir jetzt schon, ich glaube, die werden sehr, sehr schwierig werden. Oh Mann. Trotz allem hoffe ich, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns nächste Folge wieder zurück bei Super Mario Sunshine, holen wir uns den Sieg Nummer 40. Ich glaube, ich fange jetzt erstmal an, die Welten einzeln abzugehen. Dann kriege ich auch, das ist auch ein bisschen Training, also man kriegt ja ein bisschen mehr Fingerspitzgefühl und alles und so. Und vor allem solche Welten wie da vorne, oder eher Level, man sieht es jetzt nicht wegen dem Turm da. Ich glaube, so vor allem solche Welten sind dann, wenn man ein bisschen mehr wieder das Spielgeschehen gefunden hat, sind es ein bisschen einfacher, würde ich mal behaupten. Naja, mal gucken. Bis dahin, bye bye.